Stadt laufen und Ricola präsentieren die Laufner Strassenfasnacht. Laufner Fasnacht 2014. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Übertragung vom Fasnachtsumzug live hier aus dem Städtli. Rund 1000 aktive Fasnächtlerinnen und Fasnächtler präsentieren sich eben auch dieses Jahr in ihren Kostümen und auf ihren Wegen. Es erwarten uns über 50 Glicken, Gucken und Wege, die während der nächsten 2 Stunden hier durchs Städtli ziehen. Das Motto dieses Jahr ist «Sicher ist sicher» und es geht ums Laufner Gefängnis, das nach langem Unterbruch wieder in Betrieb genommen worden ist. Und eins ist auch sicher, nämlich, dass ich auch dieses Jahr nicht allein bin, sondern die nächsten 2 Stunden zusammen mit dem Fasnachtsinsider Rainer Meier darf kommentieren. Rainer, herzlich willkommen. Bist du zufrieden mit dem diesjährigen Fasnachtsmotto? Zuerst einmal alle zusammen aus dem schönen Städtli laufen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Motto. Es passt aufs Tüpfli dieses Jahr. Ob das Gefängnis zwar sicher ist jetzt hier noch in Frage gestellt. Auf jeden Fall ist es sicher, das teuerste Hotel zu laufen. Wenn das heisst, das teuerste Hotel zu laufen, wie viele Insassen haben denn Platz in diesem Gefängnis? Also es hat ausdekorierte, schöne Zimmer für 10 Personen. Wenn du sagst, teuer, von was reden wir hier? Ja, so viel als ich weiss, kostet so ein Raum im Monat 12'000 Franken. Also da könnte ich mich gut in einem 4-Sterne-Hotel einmieten dort und würde höchstwahrscheinlich weniger zahlen. Also es ist schon ein Edelkasten. Alles klar, jetzt, wir werden jetzt aber noch schnell zuerst eine Schaltung machen zu unserem Adrian Gaugler. Der Adrian Gaugler ist schon irgendwann hier im Städtli auf der Straße und versucht dann die Stimmung für sie daheim einzufangen. Adrian, wo bist du neu? Ja, Diana, wir sind mitten hier im Städtli und ist sicher, das ist das Motto von der Laufner Fasnacht 2014 und sicher scheint sich nämlich auch der Petrus zu sein. Es sieht nämlich nicht aus, als würde es in den nächsten 2 Stunden regnen. Also ideale Bedingungen für einen Laufner Fasnachtsumzug 2014. Es geht also noch wenige Minuten, bis die erste Gucke, nämlich Kleppenpfluten, hier durch das Dörrli durchkommen. Bis dahin gebe ich wieder zurück zu euch. Durchs Dörrli durchkommen. Adrian, das ist genau das richtige Stichwort. Denn durchs Dörrli durchkommen ja nicht immer alle Wege, gell, Rainer? Genau. Und was wir gemacht haben, wir sind vor 2 Wochen dabei gewesen bei der technischen Abnahme von diesen Wegen. Die hat bereits vor 2 Wochen stattgefunden durch den Kontrolleur Christian Wey. Und der hat das schon bereits zum 8. Mal gemacht, aber auch gerade das letzte Mal. Und auf was es eben hier dabei angekommen ist und auf was der Kontrolleur ganz genau geschaut hat und ob sich die Wege dann effektiv jetzt daran halten, das sehen wir jetzt in einem kurzen Beitrag. Das ist der Christian Wey. Der 35-Jährige nimmt seit 8 Jahren die Wege von der Laufner Fasnacht ab. Ich schaue an, ob sie unten durch, ob die Räder gut verschallt sind. Ja, und dann einfach so ein bisschen so Sicherheitssachen, ob nicht irgendein Nägel rausschauen oder Schrauben oder sonst spitze Gegenstände und so Sachen einfach. Besonders wichtig bei der Abnahme ist vor allem das Ausmessen von der Höhe und der Breite der Wege. Beim Umzug fahren die nämlich zu laufen hier durchs Dörrli durch. Hat grosse Wagen, wo die hier stecken bleiben. Und da haben wir einfach die Masse genommen vom Dörrli, die effektiven, und haben es im Prinzip von beiden Seiten 20 oder 25 cm kleiner gemacht, dass man das noch in der Luft hat. Und ich messe das jetzt einfach da jedem Wagen grob, also ich nehme die Höhe und die Breite. Und schaue dann, ob das mit unseren Vorgaben übereinstimmt. Auch wenn die Vorgaben klar sind, lang nicht jeder Wagenbauer hält sich an die Richtlinie. Das betrifft aber nicht nur die Messe. Auch dieser Ofen ist im Wageninspektor ein Dorn im Auge. Offene Feuer, hä? Ja, nein, eigentlich lieber nicht. Du kennst ja unsere Regeln, oder? Hä? Und weißt du, was da drinnen steht? Ja, ist gut, alles klar. Nein, das Problem ist, ich weiss nicht, ja, jetzt hat er da oben dann ein Rohr drauf und dann hast du Larven an und siehst nichts und ich weiss nicht, die Kostüme brennen alle einfach sehr gut, ja. Dass die Wege bei der Abnahme noch nicht ganz umzugskonform sind, ist im Laufental keine Ausnahme, sondern eher die Regel, sagt der Christian Wey. Halten wir sich in dem von dem Laufental nicht so gerne an die Regeln?
Ja doch, aber es ist halt Fasnacht und ja, da nimmt man alles ein bisschen lockerer als vielleicht sonst. Und gut, man muss die Regeln einhalten. Es ist nicht ein Freipass zum Seich machen und verbotene Sachen machen. Insgesamt nimmt der Christian Wey 33 Wagen ab. Die Pferde kommen aber nicht zu ihm, er muss jeweils zu ihnen, wie hier auf dem Bauernhof oberhalb von Brislach. Ein besonderes Augenmerk legt er bei diesem Wagen auf den Zaun, der dran ist. Ja, ich habe einfach ein bisschen geschaut, ob nicht irgendwie scharfe Kanten rausschauen. Wenn man jetzt denkt, es ist gut, aber ich würde sicher noch sagen, sie sollen es vielleicht noch ein bisschen kontrollieren, nicht, dass sich irgendjemand hier noch schneidet dran. Weil die Zuschauer beim Umzug langen eben vielmal rein, ja. Und nicht, dass dann plötzlich jemand einen Unfall macht. Der Christian Wey gibt noch Empfehlungen und Tipps ab. Er kann nicht entscheiden, ob ein Wagen am Umzug mitmachen darf oder nicht. Also wenn ich jetzt sehe, der Wagen ist in einem desolaten Zustand und ist nicht, die Verkehrssicherheit wird nicht eingehalten, würde ich sicher intervenieren. Aber das habe ich jetzt noch nie machen. Wer urteilt über das, ob der Wagen steht oder nicht? Ja, schlussendlich ist jede Clique selber verantwortlich, dass die Verkehrssicherheit eingehalten wird. Es dürfen eigentlich nur verkehrstaugliche Fahrzeuge am Umzug teilnehmen. Dieses Jahr nimmt der Christian Wey die Wagen zum letzten Mal ab. Nach 8 Jahren hat er genug. Sein Nachfolger hat ihn heute begleitet, der 21-jährige Luca Bongaro. Zusammen sind sie heute durchs Laufental gedauert und haben noch die weiteren 26 Wagen unter die Lupe genommen. Also 33 Wagen sind kontrolliert worden. Die 33 Wagen werden auch heute hier durchs Städtli fahren. Und trotzdem, Rainer, kommt es ja immer wieder vor. Wir machen das jetzt das 12. Jahr, die Übertragung. Bis jetzt hat es noch nie eine Übertragung gegeben, wo nicht ein Wagen im Dörrli stecken geblieben ist. Wie kann das passieren? Also zuerst mal hast du gerade angesprochen, wegen den 12 Jahren, die ihr schon zu laufen seid. Jetzt stelle ich mal schnell eine Frage zurück. Warum kommt eigentlich Tele Basel 12 Mal auf Laufen den Fasnachtsumzug übertragen? Das hat mich eigentlich mal wundergenommen. Los, Rainer, das ist der typische Beweis, dass Tele Basel eben nicht ein Eintagesfliegen ist. Und die Zuschauerreaktionen von Laufen sind sehr gross. Und sie wird erwartet. Und vor allem ist es natürlich auch einer der schönsten Fasnachtsumzüge, die es gibt in der Region. Und gehört sicher auch zu den grösseren, nebst Allschwil natürlich. Und das ist der Grund, warum wir immer sehr gerne wieder hier zurück auf Laufen kommen. Jetzt aber meine Frage nochmal, Rainer. Warum passiert es, dass trotzdem immer die Wege stecken bleiben im Dörli? Gut, es kann sein, dass dann irgendeiner von den Clique-Mitgliedern den Meter mal falsch angehabt hat und die Breite vergessen hat nachzumessen noch einmal, als sie wirklich durchkommen. Dann kommt es natürlich auch sehr darauf an, wie der Chauffeur von dem Wagen in das Dörli reinfährt. Es ist ja bekannt, dass man, die es wissen, dass man nicht gerade ins Dörli reinfahren darf, weil dann bleibst du hängen, sondern du musst schräg anfahren und gerade und dann wieder schräg rausfahren. Dann funktioniert es auch. Aber für uns, als ich früher noch Wagenklicken war, war immer das Problem, schneit es am Umzug oder schneit es nicht. Wenn du siehst, woher die Wege alle kommen, von den Hügeln oben ab und müssen dann vielleicht noch von Wahlen her durch eine Führung auf den Bahnhof rauffahren. Dort ist es relativ steil. Da wäre für uns das grösste Problem gewesen, wenn es mal wirklich Schnee gehabt hätte. Weil dann wären Mengenwagen gar nicht Umzug gekommen, weil die haben ja absolut keine Ketten dran. Zum Teil einfache Fahrzeuge, die mit dem Gewicht her auch nicht steuerbar wären auf dem Schnee. Also bis jetzt haben wir immer Glück gehabt. Die Wetterbedingungen die sind toll, regnen tut es nicht, sollte trocken bleiben. Da man sieht auch, die Leute haben sich rausgeputzt wie verrückt, ob Kinderli oder Erwachsene, es sind alle hier in Städtli pilgert. In wenigen Minuten geht es los mit dem Umzug. Der Umzug ist ganz klar organisiert, für das braucht es ein Komitee. Und das Komitee, das gibt es nämlich schon lange, denn die Fasnacht hat auch hier in Laufen eine sehr lange Tradition. Die erste Fasnacht, nämlich, die man nachweisen kann, hat im Jahr 1896 stattgefunden und das Komitee ist 1971 gegründet worden. Hat es dieses Jahr viel mehr, die mitmachen, oder sind es etwa immer 1000 Aktive, die hier durch Städtli ziehen? Es sind doch allgemein immer etwa gleich viele Aktive, die hier durch Städtli durchziehen. Und zum Teil sind sie nicht einmal auf den Wegen. Sie haben sich zum Teil auch Tribünen gebaut, zum Beispiel beim Stadthaus. Ist jetzt eine Clique, hat sich dort positioniert, die das aus einem schönen, noblen Sitz raus anschauen. Die sind langsam zu faul geworden,
selber aktiv mitzulaufen. Die genießen es jetzt halt so. So, und jetzt startet also der Umzug 2014 und der Anfang mit der Startnummer 1 machen die Klepperpfluten. Sie rocken seit 40 Jahren und haben also ein Jubiläum zu zeichnen. Es ist die zweitälteste Guckenmusik in Laufen. Hat 25 Mitglieder. Klepperpfluten, die haben 25 Mitglieder und jetzt merke ich gerade, dass der Adrian ein Interview machen will. Wir schalten sofort zu dir, Adrian. Diana, danke schön vielmals. Ich bin jetzt auf dem Wagen von den Rebenwackis und die haben das Jubiläum, nämlich 40 Jahre. Rebenwackis, was macht euch so speziell? Wir sind Rebenwackis und seit Jahren sind wir da. Wir sind alles Einheimische, die hier Fasnacht machen, von Laufen und der Umgebung. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, jetzt bist du der Einzige, der noch draußen ist. Alle anderen sind sich hinter diesen Vorhängen. Was läuft da? Weil wir 40 Jahre Jubiläum haben, die sich jetzt umziehen drinnen. Du kannst ja nicht mit so Kütteln an die Fasnacht gehen, mit so kleinen Läffeln. Wir sind eben die Rebenwackis. Was sehen wir jetzt, wenn man hier reinschaut? Sind das nicht jugendfreie Bilder, die man... Ich weiss nicht, ob sie saubere Jungerhosen haben, aber da hinten kommen sie jetzt raus mit den neuen Larven, überall oben drauf. Und das ganz Geile, was wir machen können, mit die Larven, die können wir verschenken. Also die darfst du nachher einfach ins Publikum rausschießen? Die gehen raus, sobald ich umgezogen bin, aber das darf mich ja niemand sehen. Also ich muss auch noch schnell hinter das Vorhang. Also dann würde ich sagen, lang du dich jetzt mal rumziehen, wir warten mal so lange, bis du... Ja, ich filme jetzt. Also Diana, du siehst, sie sind sich hier innerhalb von wenigen Sekunden noch mal umziehen. Und das sind jetzt Anblicke, das kann ich euch gar nicht mitteilen, was man hier jetzt alles sieht. Aber die Rebenwackis 40 Jahre mit einer riesen Show hier auf dem Wagen. Mal schauen, wie lange es geht, bis unsere Wackis sich umgezogen hat. Wie sieht es aus, wie lange hast du noch? Ja, noch 1, 2 Minuten, so lang. Also, jetzt sind wir auf dem Wagen, immer noch von den Rebenwackis. 40 Jahre gibt es die Klicken also schon. Und da haben wir ihn frisch umgezogen. Also, jetzt mal und gleich noch schnell über das Jubiläumsoutfit. Was habt ihr euch da überlegt? Also 40 Jahre Sicht, 40 Jahre schöne Wackis und das Jahr haben wir uns ganz besonders Mühe gegeben. Und eben als Geschenk, da gibt irgendjemand die Larven da. Die gehen jetzt hier raus. Tust du dir nach einer hübschen Frau aussuchen? Nein, das will ich nicht, wenn das meine Frau mitbekommt, die weiss, wo ich stehe. Also gut, in dem Fall wollen wir mal schauen, wenn du die Larven rausschießt, vor allem wer sie bekommt. Da wollen wir mal schauen, noch. Wer möchte die Larven noch? Hey, wer möchte die Larven? Lassen wir mal ein bisschen holen. Halt die großen Läden natürlich. Also das ist die Larve von der Rebenwackis, die Messi vielmal auf weitere 40 Jahre. Ja. Viel Spaß noch. Danke vielmals. Es ist ja schon verrückt, wenn man Frau Umzug kommt und dann noch ein Larvengeschenk bekommt. Also, Das sind feudale Geschenke, die sie hier verteilen. also wir sind grosszügig. Es hat mich schon Wunder genommen, was hinter diesem Vorhang passiert ist, Rainer. Gut, du kannst ja vielleicht am Dienstag noch einmal kommen und darfst dann vielleicht dort rein zu Besuch gehen. Das Wobei kann der natürlich Adrian hat gesagt, es sei nicht zumutbar, die Bilder. Also lassen wir sie mal so stehen. He?
Also bei uns ist es ja auch so, am Umzug zu laufen, dass wir die Klicken, die grosse Jubiläen haben, so das 40-Jährige oder das 30-Jährige, dass die dürfen am Anfang laufen, oder? Aber durch das, dass wir ja Anfang 50 Gruppen haben, oder mehr als 50, hat natürlich fast jede dritte, vierte Clique ein Jubiläum. Es wird langsam ein bisschen schwierig zum Einteilen, wer darf jetzt zu Fotos gehen, oder? Und das, gut, ob du jetzt zu Fotos läufst oder ob in der Mitte oder hinten, spielt eigentlich keine Rolle. Du feierst auf die Jubiläum. Und wer hier läuft, oder besser gesagt fährt, das sind Chaotenwaggis. Auch diese sehr aufwendigen Wagen, die sie hier gebaut haben, das ist nicht in 2-3 Monaten gebaut, so ein Wagen, gell? Das auf keinen Fall. Und man trifft sich ja hier schon, sagen wir, August, September für das Sujet. Und dann geht es bei den Einlappen schon im Oktober, November los. Je nachdem, wie aufwendig das der Wagen ist. Oder eben einer von neu ganz muss wieder neu bauen. Und sie haben Sujet Xoa-Typen sind für die Katze. Darum stecken wir sie in Taz. Also zum Nähen ist das Kostüm nicht sehr aufwendig gewesen. Da haben sie höchstwahrscheinlich in einer Kaserne schnell können gehen, die Koffer bringen und dann haben sie das dort eingepackt. Aber auch die Chaoten-Waggis sparen natürlich nicht an Konfetti, wie man hier sagt. Gell? Wir reden von der Konfetti, nicht von der Räppli, auf keinen Fall. Auch sie sparen hier nicht, aber Larven verteilen sie nicht. Hier haben wir ein Scheisstrackzügli. Sagt man das hier in Laufen so? Auch ein Scheisstrack, wir sagen auch Scheisstrackzügli. Das sind kleine die Siebensichen, die das Thema haben Honemania, Hobby-Imker mit ihrem Bienenhotel. Unsere Bienen sterben nicht auf dem Wagen. Es sind 2 befreundete Familien, die hier sich zusammen hier haben und den Wagen gebaut haben. Und höchstwahrscheinlich die 2 Pappen, die den Wagen ziehen. Und die Kinder haben natürlich eine riesen Freude. Wahrscheinlich Monate schon im Voraus, gell? Ja, und die jetzt vielleicht ein bisschen eine heisere Stimme haben, wie ich jetzt gerade im Moment, vielleicht kommt dort noch ein bisschen Honig über. Das soll ja scheinbar helfen. Balsam für die Ohren, das bringen jetzt die Biersgucker. Hören wir doch dann noch mal ein paar Tage zu. Auch sie jubilieren, sie sind nämlich 30 Jahre alt. Die Biersgucker haben ja vor 30 Jahren angefangen als Punker, bei ihren Ausführungen können entnehmen. Und unterdessen sind sie zu Banker mutiert. Also sie spielen eigentlich das 30-jährige so aus, wie sie angefangen haben. Und sie heute gelandet beim Bankgeheimnis als Banker. 39 aktive Schranzen hier. Dementsprechend tönt es auch. Und von denen, die ganz am Anfang angefangen haben, sind ja gerade noch 2 dabei. Luftheulerwaggis sehen wir hier. Sie sagen lieber 12 draus als einen drin im Western Saloon Gefängnis. Das hat auch wieder mit dem Gefängnis zu tun. Genau. Also so scheinbar hat es noch 2 andere Zellen. Wenn wir gesagt haben, vorher, es hat 10 Zellen in diesem Gefängnis, scheinbar sind es doch 12. Das verteuert die ganze Geschichte noch einmal. Wie hat Laufen reagiert, wo das Gefängnis wiederbelebt worden ist oder wieder eingeführt, umgestaltet worden ist zum Gefängnis? Sind da Ängste aufgekommen? Es war mehr gesehen, was das eigentlich gekostet hat. Das Gefängnis wieder auf den neuesten Stand zu bringen, weil heute geht es dir ja als Krimineller fast besser als gut bürgerlicher, anständiger Laufner oder so. Nicht? Also da, wenn wir hier den Carlos jetzt nehmen, da sanieren sich ja viele Leute. Und wenn man denkt, was der kostet jeden Monat. Aber bei uns war eigentlich schon das Thema, was das kostet, auch die Stadt Laufen. Oder? Das trägt ja nicht alles der Kanton. Und das ist eigentlich bei uns am schlechtesten übergekommen.
Weil wir bekommen ja alle nicht mit, was dort drinnen abgeht. Aber es könnte auch sein, dass sie mal zwischen ihnen so eine Westernwoche einlegen, oder dass die Einsassen noch gratis Whisky bekommen. Könnte auch sein. Die Clique geht übrigens jedes Jahr als Cliquenausflug vor der Fasnacht als Lauberhornrennen. Und dann gehen sie ab mit alten Kostümen. Und zuletzt hatten sie mal Schlümpfe gehabt und sind dann fast in das Bähnchen gekommen, das auf Wengen raufgeht. Oh ja. Also die Kostüme sind also sie gehen kostümiert dann? Sie gehen kostümiert, okay. Ja. Biersbettrammler. Psst. Appenzell. Appenzell hat verschiedene Jubiläen dieses Jahr. 111 Jahre Appenzeller. Der Appenzeller Bitter ist 500 Jahre alt, glaube ich. Ah nein, halt, das ist... Appenzell ist 500 Jahre in der Eidgenossenschaft, Entschuldigung. Und jeder kennt ja den Käse aus dem Appenzell mit den tollen Werbungen hier mit dem Ochsenknecht. Jetzt wollen wir schnell schauen, ob der Adrian eventuell so einen Bitter probiert aus dem Appenzell. Adrian, wo bist du noch? Nein, Diana, das kommt dann später. Jetzt bin ich beim Pfaffenbergler und zwar bei einem Einmal-Klicken, kann man so sagen. Jawohl, ich bin schon ewig lang ein Einmal-Klicken. Etwa seit 1974 bin ich unterwegs. Jetzt, du bist mit einer mobilen Entbindungsstation unterwegs. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, das Laufen wird ja im Spital, die Geburtenabteilung geschlossen. Und jetzt habe ich keine andere Wahl, als den Leuten zu helfen. Nicht? Aber in dem Fall bist du mit dem Gefährt, wo du hier unterwegs bist schneller, als wenn man auf Basel gehen müsste. Jawohl, das sind Drive-In-Geburten. Das ist jetzt das Neueste, was es gibt. Top modern in Laufen. Und für die Zangengeburten habe ich noch hinten drauf einen Schraubstock. Und wie ist die Nachfrage bis jetzt? Hat schon die eine oder andere Entbindung? Die Untersuchungen habe ich schon gehabt. Ne? Ist das schwieriger hier in Laufen? Ich habe 3 Tage Fasnacht verschrieben. In dem Fall, aber meinst du, wird es nicht in 9 Monaten ein bisschen strenger nach diesen Fasnachtstagen hier in Laufen? Ja, das Problem ist, die Fasnacht ist erst in 12 Monaten wieder. Ne? Also in dem Fall viel Spass noch und ich würde sagen, nimm es nicht streng während der Fasnacht. Also, tschüss zusammen. Das also der Dr. FMH aus Laufen, der Pfaffenbergler. Er schreibt hier noch für die Niederkunft und Zwangsgeburten. Du musst nicht gerade auf Basel spurten, nur keine Panik in dieser Situation. Der Pfaffenbergler hat jetzt eine mobile Entbindungsstation. Du kannst glaube auch noch ein paar Worte zu diesem Pfaffenbergler sagen, gell Rainer? Es ist einfach der Original und eigentlich finde ich es schade, dass man das Motto ausspielt. Und er hat jetzt auch einen Haufen Zeit, er ist nämlich seit kurzem pensioniert. Aber er hat vorher so mit elektrischen Sachen zu tun gehabt, mit Fernsehkabeln und so. Und hat sich jetzt weiter ausbilden als Gynäkologe und Entbindungshelfer. Also er ist sehr spontan in seiner neuen Berufswelt angekommen. Und jetzt weiss ich nicht, ob er noch Kärtchen verteilt mit der Telefonnummer, wo man dann anrufen kann, wenn es dann so weit wäre. Wo er dann sicher zuerst fragt, ja, um was geht, wird es eine Zangengeburt oder muss ich einen Kaiserschnitt machen oder sollen wir gerade die Ketten nehmen oder wie viele Kinder kommen überhaupt gerade aufs Mal. Also der wird das Jahr streng haben, vor allem wenn es dann wirklich das Laufen im Spital geschlossen wird, was wir ja immer noch hoffen, dass das nicht der Fall sein wird. Der Vortrag von den Lady Killers macht auch ein schönes Requisit. Hinten dran 33 Aktive von den Preislacher. Guckenmusik, Lady Killers.
Achilles haben 33 Aktive. Und das Sujet dieses Jahr ist «Wir sind unter Strom». Das sehen wir ja hier. Der Fuß geht uns erst am Aschermittwoch aus. Ich hoffe, Sie können das so durchziehen bis zum Mittwoch. Das sind die Alpenrösler. Entschuldigung, Diana. Wir sind cool, aber immer noch faul. Eine Strandpromenade, so wie der dort auf dem Stuhl hockt, ist es am wohlsten scheinbar, wo das Jahr nicht steht. Auch Sie verzeichnen dieses Jahr ein Jubiläum, nämlich das 10-Jährige. Sie sind 10 Jahre hier unterwegs und die kommen aus Nenzlingen. Wir haben ja verschiedene Klicken von verschiedenen Orten hier. Die ganze Umgebung macht eigentlich mit. Von Breitenbach über Gringel, Berspel, Blauen, Nenzlingen, Röschens. Also wir sind eigentlich nur so viele Klicken, weil eben auch die angrenzenden Gemeinden bei uns am Fahrzeugumzug können mitmachen. Und es gibt halt eine tolle Vielfalt. Dass man sieht, aha, das Blaue oben wird so geschafft, das Nenzlingen so. Und wenn man Nenzlingen kennt, kann man sich aber irgendwie schlecht vorstellen, dass dort Palmen haben. Also wie sonnig ist es ja. Ja, sonnig ist es ja und träumen darf man immer. Viehzunft, auch das sind Auswärtige, die kommen aus Preislach und sie sagen, fertig, lustig. Es wird einem immer alles vorgeschrieben. Sie spielen eigentlich böse Clowns. Also die Larven kann einem schon ein bisschen Angst machen, wenn man so als Kind jetzt am Umzug steht. Und dann da kommt der Klon und dann schaut man dem ins Gesicht. Ein lieber Klon und dann da sieht man... Da verschreckst du gerade ein bisschen. Aber sie haben schon ein paar böse Buben dabei, die Hornviehzüchter. Meinst du den Kameramann da drauf? Ja, wenn man die kennt unter den Larven, ja, also... Nein, sie sind alles Liebe, sie sind ganz Liebe. Das Kummerbuben von Zwingen, die nehmen das neue Kunstwerk aufs Korn, das das Zwingen am Kreisel hat. Die Metallkugeln mit dem Stuhl drin, wo keiner weiß, warum der Stuhl eigentlich dort drinnen ist. Fahrst über die neue Brücke, siehst den Stuhl, dann fahrst du gerade wieder zurück. Es ist unschwer erkennen, um wer es hier geht. Um den Carlos, und auch sie haben das Fasnachtsmotto selber aufgegriffen. Es geht um das Gefängnis hier in Laufen. Sie sagen, hier geht es um den günstigen Carlos. Er ist bis am Mittwoch dabei und dann muss er wieder in den Knast. Also du siehst, der Carlos hat Ausgang bekommen. Er ist 3 Tage lang mit den Millennium-Waggis unterwegs. Und am Mittwoch bringen sie ihn dann mit dem Gefängnis wieder zurück. Da spart der Steuerzahler mal 3 Tage Carlos. Und vom Carlos wechseln wir zum Adrian mit dem nächsten Interview. Adrian, wer hast du bei dir? Ja, Diana, da würde jetzt zwischen dem Carlos und mir würde ich keine Parallelen ziehen, aber bei mir ist jetzt jemand, ein Politiker aus dem Baselbiet, SVP-Landrat Joas Thüring. Herr Thüring, Sie sind gar nicht verkleidet, sind Sie keine aktive Fasnacht? Nein, das nicht, aber ich mache gerne Fasnacht in dem, was mir hilft, mit. Es braucht auch Zuschauer und für das bin ich da. Ich nehme an, dass Sie dann auch schon das ein oder andere Mal aufs Korn genommen worden sind.
Ja, das hat es auch schon gegeben, aber mit dem lebt man, für das ist eine Fasnacht da. Kommt das dann erst so oben bei der Schnitzelbank? Das kommt meistens erst dort ab, man ist ja eigentlich gerüstet und wenn man zu fest auf das Horn genommen wird, man hört es ja, dann kommt man am besten in die Skiferien. Aber ich bin schon gesehen. Also in dem Fall sind Sie gute Skifahrer? Ja, ich kann Skifahren. Wie ist das jetzt? Sie sind Landrat in Liestal. Wie wird dort der Laufner Fasnachtsumzug hat das auch eine Bedeutung, also sage jetzt mal, für die ganze Ausstrahlung in der Region? Ich finde das sehr wichtig, dass man das machen tut. Das tut uns Laufen. Laufental bringt das uns eigentlich die eigene Identität. Und wir müssen nicht nur immer schreien, dass wir auch im Laufental da sind, sondern wir müssen auch etwas machen. Und das wird auch schön gemacht jetzt hier. Und ich gratuliere allen Gucken, Zügen und alles, die das auch machen können. Es muss gemacht sein. Es ist immer Arbeit dahinter. Jetzt, wie sieht Ihr Programm für die nächsten Tage aus, so an der Fasnacht zu laufen? Ja, jetzt gestern aus der Ferien, da bin ich an einem Maskenball zu Duckingen, heute hier. Und dann habe ich im Sinn noch Fest führen am Dienstag und dann kommt der Basler Fasnacht. Nein, dann haben wir noch das Feuer, das wir verbrennen am Sonntag und dann kommt die Basler Fasnacht. Also in dem Fall viel Spass an der Fasnacht 2014, George Thüring. Das war's. Zurück zu dir, Diana. Merci vielmals, Adrian. Der George Thüring hat also das gleiche Fasnachtsprogramm wie wir von Tele Basel. Nicht das gleiche wie ich. Aber der George Thüring hat noch eine ganz andere Aufgabe dieses Jahr. Er ist auch Chef von der AGLAT, die im Juni zu laufen stattfindet, Gewerbeausstellung. Jawohl. Und ich bitte dort vielleicht für diese Ausstellung, dann, dass man vielleicht jemanden als Mikrofon tut, wo man dann gut versteht, als man weiss, wo man sich befindet. Wir sehen die erste und auch gerade die einzige Gliedke, das sind die Fludrifäger, die gibt es so lange, wie es zu laufen Fasnacht gibt. Sie haben dieses Jahr aber ein bisschen Mitgliederproblem. Ja, sie haben nicht fertiggebracht, dass sie mit 2 Formationen laufen im Umzug, weil es bei den jungen Garten ein bisschen wenig Leute hat. Jetzt hat man einfach die Jungen, die geblieben sind, in die Stammgarten reingenommen. Und so sehen wir halt dieses Jahr im Umzug nur ein Pfeifer. Aber umso schöner, wenn man wirklich noch ein paar Pfeifer hört, weil sonst haben wir ja mehrheitlich Muckenmusik zu laufen. Sie spielen die abtretende Märzchefin, Regina Zomerus. Sie hat jetzt jahrelang den März begleitet, hat auch am 1. Mai-März immer mitgemacht, wo immer so ein Highlight ist zu laufen. Und das ist so ein kleines Merci an die vielen Jahre, wo Regina das gemacht hat. Ihre Kostüme, ein Mix zwischen einem alten Tante, einem dummen Peter und die Hose. Sie haben natürlich, Regina Zomer hat früher auch in einer Clique mitgemacht, die haben Mimösli geheißen. Okay. Und die sind immer als alte Tante unterwegs gewesen. Und die Hose will statt laufen, schwarz-weiß, das ist der März. Und oben drauf ist das Mimösli, das Regina Zomer. Besten Dank. Und unter der Larve ist jemand anderes. Städtli-Ruchen. Die spielen unsere bekannte Ricola aus. Im Deutschen heisst es ja jetzt nicht mehr Küchenkästchen, wenn man ein Schweizer Wort lernen will, sondern heisst auch dort Ritterkraft. Ritterkraft. Genau. Jetzt probiert das einmal als Hochdeutsche so zu sagen. Nicht? Ritterkraft. Vom Küchenkästchen. Vom Küchenkästchen weg. Da habe ich jetzt höchstwahrscheinlich Kraft im Hals, weil ich das vorher schon geübt habe. Genau.
Das ist der Ofen, den wir doch vorher im Einspieler gezeigt haben. Hat jetzt dort nicht Christian Wey gesagt, lieber kein offenes Feuer? Ich glaube, sie haben es jetzt mit Trockeneis gelöst. Alles Mit der klar. Rauch deutet auf Trockeneis. Okay, kein offenes Feuer, aber der Ofen dennoch ist erlaubt natürlich. Sonst hätten wir jetzt alles verraten. Da hat sie ja einen halben Wald ausgeräumt. Aber dass man aus Tannenbäumen Kräutchen machen kann, das habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört. Das sieht einfach gut aus. Aber sehr gut. Schall wegen dem. Wichtig ist, es sieht gut aus. Und hier die Kinderli alle ohne Plakette. Du, wie wichtig ist es eigentlich, dass man hier im Städtchen eine Plakette trägt? Werden die Klicken auch subventioniert aus den Plakettengeldern? Also die Klicken zahlen einen gewissen Teil für Plaketten und der zweite Teil geht dann in ihre Kasse. Und durch das, dass wir ja filmen unsere Plaketten anmalen, wie sie geeignet ist, wie sie aus Ton ist, kann man sie dann vielleicht ein bisschen zu einem höheren Preis verkaufen. Also jetzt zahlt man eigentlich 10 Franken für eine gemalte und 7 Franken für eine ungemalte. Und da haben wir ja natürlich ein paar Künstler zu laufen, die die Plaketten richtig veredeln, also richtige Kunstwerke daraus machen. Aber es ist eigentlich eine Pflicht, dass jeder, der Umzug geht, eine Plakette trägt. Aber ich denke mir, es hat eigentlich immer noch zu viele Leute, die keine haben. Also da wird noch ein gutes Verkaufsgebiet vor dem Umzug. Also wirklich jeder, der hier am Umzug kommt, eine Plakette trägt. Das sind Ü-Wagis. Der Ü-Wagen oder die Ü-Wagis, das sind nur gerade 2 Personen, wenn wir das richtig sehen. Und gefolgt werden sie von den Helmli-Bieger. Das ist eine Guggenmusik aus Röschen. Das hören wir doch Ihnen auch wieder ein paar Tage zu tun. Die scharfen Hüpfer. Sie sagen Barack auch ein Drama. Es ist eigentlich jetzt schon wieder das Abhörskandal, wo in den heutigen politischen Gegebenheiten, die jetzt gerade momentan herrschen, schon fast wieder vergessen wird. Jetzt, wir haben wichtigere Themen auf der Welt jetzt als das, aber es gehört halt jetzt einfach zu der Welt. Dass du, wenn du Technik hast, findest du immer wieder noch ein Käbel zum Reinstecken, dass du wieder kannst hören, was Diana mit ihrer Mutter erzählt oder was der Rainer jetzt mit seiner, weiß nicht wem, erzählt. Also man ist nie mehr sicher, selbst wir hier innen nicht. Ja. Allweg nicht. Weil du hast gesagt, ich habe einen 2-Kanal-Ton. Also einer geht auf Amerika und einer bleibt hier, so in diesem Stil. Genau. Aber es ist natürlich, Mitte von letztes Jahr ist das ein absolutes Top-Thema gewesen. Und von dem her ist es aber fast schade, wenn man die schon früh vorher muss bestimmen muss. Also wir könnten ja jetzt viel aktuellere Themen nehmen, aber das bedingt natürlich dann aus der Waage so ausgebaut werden. Und die Zeit hat man dann wieder nicht. Klar. Wie viel Zeit rechnet man für einen Wagenbau, so wie man jetzt hier sieht? Wie lange geht das? 3 Monate, 4 Monate? Nein, also ich würde sagen, die Wege sind ja meistens schon parat. Und dann fehlt auf der Aufbau. Also Teile Klicken arbeiten das in 3 Wochen. Und andere sagen sich, komm, wir nehmen uns Zeit, dann treffen wir uns 2-mal in der Woche, gehen bauen, haben den Blausch zusammen. Also es kann von 3 Monaten bis zu 3 Wochen sein. Hier sind wir bei den Dörli-Sprengern. Sie haben es wunderbar nachgebaut und ich kann mir gerade sagen lassen, dass bei den Dörli-Sprengern der Adrian irgendjemand am Dynamit nachfüllen ist. Adrian, wo bist du noch? Ja, Diana, ich bin zu oberst oben und zwar nicht, mir jetzt einfach gewundert, wie kommen die mit diesem Konstrukt durch das enge Dörrli durch? Innere Gerüst lassen wir innen runter und die Wand gehen außen runter mit einer Seilwinde. Zuerst haben wir von Handwellen, aber jetzt haben wir Seilwinde montiert. Wie viel Mal haben Sie das müssen üben, dass es wirklich so reibungslos klappt? Oh, 2-mal. Und jetzt, aber Dörli-Sprenger klicken, heisst, wenn das Dörli nicht auf einmal, sag jetzt mal, in die Luft sprengen? Ja, Leitriss unter Heimatschutz. Das ist der einzige Grund. Heimatschutz, einfach. Aber
Ich habe hier gesehen, ihr seid mit den Konfetti ausgerüstet. Nach was für Kriterien suchen ihr eigentlich die Leute aus, die dann stopfen? Ja, die Leute, die keine Plaketten haben. Ja, ein Jahr. Ja, die habe ich jetzt nicht gesehen. Hä? Ja, nein, aber gibt es da irgendwelche Kriterien außer Plaketten? Ja, du brauchst das jedes Jahr. Nein, einfach solche, die gut verkleidet sind. Stoppen wir nicht. Aber hübsche Frauen stoppen wir. Noch ein bisschen Moderatoren. Ja, nein, das ist jetzt gut so. Lass Diana, bevor du mir jetzt noch die ganzen Konfettisack in den Rücken runterlässt, dann gebe ich zurück zu euch. He? Alles klar, Adrian. Lass dich nicht stopfen, Adrian. Da haben wir es schon schön in unserem warmen Kabäuschen. Ja, So ohne Konfetti und nichts. Staubfrei. Aber die Antwort haben wir nicht mitgekriegt, wie sie jetzt mit dem Wagen durchs Dörrli gekommen sind. Aber ist ja gleich, wir haben ja hier bereits... Schade haben wir es nicht gesehen. Genau, wir haben hier bereits Radapang im Bild. Radapangs, eine kleine Gucke. Ist die aus Laufen? Die ist Laufen, ja. Das hat damit zu tun mit der Schlagzeugschule. Und das sind die jetzt im Moment gerade bei dem, wo jetzt dort das Foto steht, mit den Hosenträgern, die lernen dort Schlagzeug spielen. Früher auch ein Schnitzelbänkler gesehen, Guckenmusik gemacht. Und er führt jetzt seine Schüler durch Städtchen mit seinen Schlagzeug. Also hören wir doch einmal, was sie gelernt haben bis heute. Sie spielen eigentlich James Bond aus, heisst sie. Aber James Bond, sie sagen jetzt nicht, wie es geschrieben ist. Also, hier geht es weiter mit den Heimatwaggis. Und sie spielen unschwer zu erkennen den Sexbox Zürich aus. Das ist also so der Sexbox, wo man mit dem Auto reinparkieren kann. Meinst du, ist der Harry Hasler auch schon da gewesen? Ja, der Victor Giacomo auf jeden Fall. Die Sexboxen haben also bis dort Gehör gefunden, bis hier in die Region logischerweise. Und wir Von Schwammendingen über Olten auf Laufen. Genau. Die fahren die Reeperbahn. Der Harry Hasler bringt scheinbar nicht zu Boden. Der ist jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre der jetzt schon auf manchem Fahrzeugumzug zu sehen ist. Er ist ein Evergreen von der Fahrzeugfigur. Absolut. Ja, auch irgendwie sehr passend, oder? In diesem Zusammenhang so. Absolut. Gell? Die wilden Waggis, die kommen aus Breslach. Das alte Welle ist uns zu klein, darum lassen wir es gerade daheim sein. Jetzt haben sie auf so ein indisches Tuk-Tuk gemacht daraus, oder, wo kein Motor hat. Und verkleidet als lachende Waggis, sieht sehr schön aus. Auch mit einem indischen oder eher asiatischen Touch, weil sie so lächeln, gell? Von diesen Gefährten dürfte es eigentlich noch mehr haben, diesem Umzug. So, wie wir es gesagt haben, Scheissdreckzögli. Aber es ist schon eine Heidenarbeit dahinter. Ich meine, ein Wagen ist schon etwas recht zum Bauen. Aber so ein Gefährt zu machen, was das verhebt, ist umso schön. Die geschwellte Waggis, auch die kommen nicht ganz auslaufen. Das sind auch extern. Die kommen aus Wahlen oder aus Dittingen. Die haben sich fusioniert vor 1-2 Jahren. Ursprünglich waren sie aus Wahlen. Wir machen es im März, sagen sie. Und sie spielen das Oktoberfest aus, das eigentlich im September, Oktober ist normalerweise. Das sind eigentlich 18 Aktive. Sie haben jetzt ein paar auf dem Wagen und ein paar, die Zödel verteilen und auch ein bisschen sich um das Fußvolk mischen. Das Oktoberfest oder hier in Bayern ist auch alle Jahre wieder ein Sujet, das gern gesehen wird. Ich habe jetzt den Uli Hoeneß genommen. Wäre auch nicht schlecht gewesen, oder? Treffend gesehen, gell? Und jetzt sehen auch aus, was dem blüht. Fesche Meitli hat es auch drauf. Und allweg
genug Bier. Allweg probieren. Das sind die Nasengrübler. Da habe ich gerade noch einen Vers von ihnen, von ihrem Zödel, was leider nur 4 Zähne hat das Jahr. Auf und zu und auf und zu. So geht es ein. Nein, es geht keiner drauf. Ist ein drauf, ist immer zu. Langsam habe ich wirklich genug. Wir meinen hier nicht das Basler Trämli, sondern unser Laufner Lämmli. Ich glaube, sie reden hier den Leuten ein bisschen aus dem Herzen. Das Lämmli, also ein Restaurant, das Sie erwähnen, wo hier im Laufen ist, im Städtchen zu laufen, wo dauernd wieder offen und zu ist. Du weißt mehr darüber, Rainer. Ist es im Moment offen? Es ist seit dem Mittwoch zu oben ist es wieder offen. Die Frage ist nur, wie lange. Das hat ein bisschen auch mit dem Hausbesitzer dort zu tun. Mehr will ich darüber nicht sagen, sonst komme ich Teufelsdruck. Das sind Globetrotter. Sie spielen Pleitegeier, die überlaufen, fliegen. Das ist der Napoleon, der schauen, dass das Laufen nicht ganz pleite geht. Sie sagen auch bei ihren Zödeln, dass sie eben überall mit Landverkauf von der Stadt laufen, als man wieder zu flüssigem Cash kommt. Da ist einmal ein Salzlager mal Platz verkauft worden. Jetzt hat es hier noch verschiedene Areale, die auch noch zum Verkauf da wären, als Laufen wieder Gelder generieren kann, weil wir doch teure Ausgaben haben. Wir haben das Schulhaus Neubaut, genau. Und wir haben das Step-by-Step-Programm. Und das tut sich halt jetzt alles ein bisschen verzögern, weil die nötigen Finanzen fehlen, zum Teil auch. Es hat sicher auch noch andere Gründe. Und sie spielen eigentlich jetzt hier Pleitegeier aus, die schon drohend über Städtchen schweben, weil das Vorderste auf dem Wagen ist kein Geier, sondern ist ein Reiher. Also da heisst es, ich glaube, ein bisschen im Requisit vergriffen. Da haben wir ihn. Ja, wie steht es denn eigentlich um Laufen? Und das Step by Step, ist man da auf Kurs oder eben gar nicht? Man ist eigentlich sehr theoretisch auf Kurs, aber praktisch sieht man noch nicht viel. Okay, und das Geld muss einfach rein noch ein bisschen. Und darum werden jetzt eben einzelne Sachen verkauft. Ja, und eben grosse Projekte brauchen halt auch eine lange Anlaufzeit. Ist klar. Und die kann man immer wieder rausschieben oder man kann sie verkürzen, je nachdem, was für Möglichkeiten. Aber ich glaube, das geht allen Gemeinden, ich glaube, das eben gleich. Oder? Man muss einfach gewisse Sachen zurückstellen und wichtige Sachen müssen halt den Vorrang. Sie machen es hier sehr gut. Sie haben gerade einen Grill dabei, wenn schon alle Restaurants im Laufen geschlossen sind. Aber heute sind sie halt auf dem Wagen, gell? Sehr gut. Hier der Grilleur. Die haben gerade eine ganze Bar haben sie für sich. Ja, oder ein Restaurant. Schurkenbar. Schurkenbandi, die waren früher immer am Kinderumzug und jetzt kommen sie direkt vom Kinderumzug ab Fasnacht. Und direkt aus Röschens, ja? Ja. Also was auffällt, es sind viele Guggenmusik, es sind, was wir am Anfang von der Übertragung gehört haben, sind 33 Wege. Aber was auffällt, es ist genau ein Glicken, also mit Tambouren und mit Pfeifen. Ist es denkbar, dass man hier einmal auch Gäste einladen würde, vielleicht aus einer anderen Gemeinde, oder gibt es gar nicht mehr? Es gibt gar nicht mehr, aber wir hatten mal früher im Komitee, also mit allen Klicken beschlossen, dass man nicht gerne Gastklicken hat zu laufen.
Man sagt, der Umzug ist gross genug. Und natürlich sagt jemand, der gerne Pfiffer und Tamburen hört, sagt, es wäre doch schön, wenn es noch 2, 3 andere Formationen hätte. Aber da ist eigentlich die Beschlussfassung findet immer direkt im Komitee mit allen Klicken statt. Und das sind eigentlich die bestimmen, wer zu laufen am Umzug kann laufen und wer nicht. Diana, ich bin jetzt beim Dominik und der hat sich ganz eine spezielle Taktik einfallen lassen, damit er möglichst viel von den Wegen bekommt. Zieht das mit dem Kleinen auf der Schulter? Ja, sehr gut eigentlich, ja. Also ich tue immer abwachsen mit den Brüdern, er hat noch einen grossen Bruder und nachher schauen sie immer, was mehr bekommt. Was ist so bis jetzt die Ausbeute vom Fasnachtsumzug 2000? Das Größte ist der Adler vom Bereich. Siehst du? Nicht mal schnell. Gibst du das dem nur, weil er einen Kleinen auf der Schulter hat? Das ist ein geiler Sieg. Also gut, in dem Fall. Aber das ist schon, merkt man das schon, wenn man das Kind auf der Schulter hat? Ja, das ist so, sonst würde ich nicht kriegen, außer Konfetti. Aber in dem Fall lohnen sich die Nackenschmerzen zu oben, wenn man die Plüschtierchen bekommt? Ja, also wir machen es nicht wegen dem. Für sie ist es einfach ein Spass. Oder? Jetzt ist die ganze Familie mit dem Fasnachtsvirus infiziert, oder wie sieht das bei euch aus? Ja, also die Kleinen mehr, wir machen einfach mit, weil sie noch Freude haben. Ja, wir machen es für die Kinder. Also in dem Fall ist es für einen Klickennachwuchs gesorgt? Ja, das glaube ich. Ja. In dem Fall noch viel Spass an der Fasnacht. Also Adrian, jetzt weisst du, wie das machen musst, dass du dann auch ein Äffel kriegst und nicht nur Konfetti, gell? Hier im Bild haben wir Zack, Ratten, Waggis, wenn wir das richtig sehen, auch sehr wunderbare Kostüme, wunderschöne Larven. Sie sind traditionelle Waggis. Und sie gratulieren gerade allen Gruppen, und das sind ja nicht wenig dieses Jahr in Laufen, die jubilieren. Und jemandem die sie auch noch gratulieren, nämlich denen, die das Budget einhalten von der Stadt, wo wir eben vorher darüber geredet haben. Und da geht es eben auch um das Step-by-Step-Programm, das hier in Laufen verabschiedet worden ist. Und wir gratulieren uns jetzt auch schon zu 12 Jahren Tele Basel zu laufen, gell? Wäre auch noch etwas, also sie gratulieren eigentlich allen. Wir nehmen es gerne an. Und wir gratulieren Ihnen zu diesen wunderbaren Kostümen. Schön in den städtischen Farben, schwarz und weiß. Genau.
Und auch der Wagen ist gelungen, hier mit der Torte mit drauf. Obwohl die Clique ja ursprünglich vom Wiesla kommt. Auch eine externe, he? Also sie ein paar drauf, die zu Laufen wohnen, aber ursprünglich kommt sie eigentlich aus dem Wiesla. Käselochkuchen. Sie kommen aus Grellingen und hören wir doch einmal, was Sie hier unter einem Jahr gelernt haben. Es ist übrigens, heisst es auf dem Sujet Käselochkuchen Reloaded. Weil sie hat es einmal eine Zeit nicht mehr gegeben. Und die haben sich jetzt wieder zusammen hier und kommen jetzt auch wieder auf Laufen-Umzug. Helvetierwaggis, 5 Jahre ohne Streit. Nennenswert. Es ist auch nicht selbstverständlich, weil es gibt doch verschiedene Meinungen ab in den Clique, wie man etwas gestalten will, was man machen will und so. Und ich denke immer, aber Fasnächte sind ja eigentlich sehr kommunikativ normalerweise. Und dann nimmt man halt schnell eine Kiste Bier oder trinkt schnell eine Flasche Wein, berät das ganze Zeug und dann ist das Thema wieder vom Tisch. Aber es ist wieder heim, es ist jetzt selbstverständlich, dass es ohne Reibereien immer über die Bühne geht. Und sie sagen es jetzt einfach mal, wie es wirklich ist. Aber eben Sie sagen, Sie haben seit 5 Jahren noch nie Streit gehabt. Ich frage mich dann, ob sie 10 Jahre dann auch noch ist. Das Städtchen ist voll, die Leute sind gekommen, das Wetter ist trocken, die Temperaturen sind ideal. Wir haben ja Angst gehabt, wir haben die ganze Woche einen Wetterbericht umeinander gemeldet oder einander geschrieben auf Facebook und so. Und dann hat es immer geheißen, Regen, Schnee, kalt und so. Und es hat sich Gott sei Dank wieder zum Guten gewendet. Jetzt hoffen wir, dass es morgen auch noch so ist. Wir melden sie ein bisschen schlechter, aber ich glaube nur am Morgen, sodass es den Kinderumzug dann am Nachmittag und das Guggenmonster zu oben um ein trockenes Verhältnis kann stattfinden, was denen auch zu gönnen wäre. Wenn wir gerade beim Fasnachtsprogramm hier zu laufen sind, wie geht es heute denn noch weiter? Habt ihr auch Schnitzelbank? Also dieses Jahr haben wir 4 Bist du Schnitzelbänke. vielleicht selber eine? Ich gehöre selber noch zu dieser verrückten Gilde, die sich jedes Jahr immer wieder etwas Neues ausdenken muss, aber es fällt uns immer etwas Neues ein. Und es sind 4 Schnitzelbänke unterwegs, die man dann in den verschiedenen Beizen hören kann. Und die ganz, ganz ruhig wollen, denen sei das Schlachthaus noch empfohlen. Dort hat es eine Wandelbar und dort ist extra eine Bühne aufgestellt für die Bänkler. Und dort kann man es wirklich in Ruhe, ohne Nebengeräusch, kann man das hören. Dort so vom 9:30 bis eben 11:30 Uhr. Morgen ist Kinderfasnacht, sagst du, oben ist das Guggenkonzert. Heute oben gibt es aber noch eine Wagenausstellung. Und am Mittwoch? Am Mittwoch ist Aschermittwoch. Am Dienstag gibt es den Umzug noch einmal, um 2. Weil bei uns ist die Fasnacht am Aschermittwoch um 6 Uhr morgen definitiv aus. Oder? Fertig. Ja. Die Fasnacht eintrommelt und eingepfiffen worden ist sie heute Morgen mit dem traditionellen Morgenstreich. Das gibt es hier in Laufen oder ist er am Aussterben? Er ist nicht am Aussterben, sondern es ist immer ein kleinerer Anlass, eigentlich, wo für die Flodrifäger und 2 Guggen bestreiten. Aber wir wollen eben auch unseren Morgenstreich beibehalten, dass es halt dann nicht so einen Druck gibt wie in Basel, ist selbstverständlich, weil wir auch nicht so viele Leute haben und unser Morgenstreich ist auch nicht so bekannt. Aber es hat doch immer ein paar Leute im Städtchen, vor allem die von den umliegenden Dörfern, von der Fasnacht daheim kommen, hören gerne am 5 Uhr schnell mal zu und gehen aber dann schnell wieder eine warme Mehlsuppe essen in diesen Lokalen, die offen haben.
Hier sind wir bei den Laufenschränzer. Die sind logischerweise aus Laufen original. Sie sagen Love, Peace and Rock'n'Roll. 15 Aktive sind hier auf diesem Wagen. Zählst du 15 Aktive? Das kann nicht sein, oder? Oder vielleicht rundum ziehen sie noch ein paar. Da sind die Jungs und Mädels von diesen Guckenmitgliedern getroffen. Denen haben sie extra einen Wagen gemacht. Da sind sie versorgt. Ja, und der Gucken sind jetzt dort hinten dran eigentlich. Hören die immer sie schon mal ein bisschen. Auch das eine alte Guckenmusik. Seit 1978 sind die schon zusammen unterwegs und da sind sie schon. Das ist meine ehemalige Hausklicke. Ich war ja lange Jahre dabei. Sie spannen den Bogen vom Jailhouse ins Chillhouse, vom Gefängnis ins Stadtrot. Also sie haben eigentlich beides im Visier. Also die einen hocken im Jail, im Gefängnis, und die anderen chillen im Stadthaus. Und das ist relativ böse, aber Unrecht haben sie vielleicht nicht. apropos chillen im Stadthaus oder eben nicht. Wir schauen einmal, wer beim Adrian im Moment auf der Straße ist. Bei mir ist fast die Hälfte vom laufenden Stadtrat. Das Gast nämlich ist das der Alex Imhof, der Thomas Hofer und der Patrick Schäli. Also alles 3 Stadträte und der Stadtpräsident selber. Alle 3 im Kostüm, also aktive Fasnachtler. Herr Imhof, was bedeutet Fasnacht Ihnen? Fasnacht ist Spass, Tradition, Kreativität, Aussteigen aus dem Alltag und mit jungen Leuten zusammen sein. Das ist auch noch wichtig. Die sind alle 3 aktive Fasnachtler. Jetzt auf Hand aufs Herz, wie lange ist Fasnacht in der Stadtratssitzung schon ein Thema? Ja, es wird schon ein paar Mal diskutiert über die Fasnacht. Wenn wir ein Traktantum haben, es ist wieder etwas reingekommen über die Fasnacht, dann haben wir schon über das diskutiert. Und bei uns intern ist es mehr ein bisschen, ja, was sie ein bisschen zwischenmäßig haben, was sie jetzt vorhaben. Aber viel mehr können wir dazu auch nicht sagen. Das wäre gerade die Frage, hat er einander gegenseitig zwischen verraten? Nein, das haben wir nicht. Also, wir halten hier eigentlich recht gut dicht. Oder? Natürlich gibt es immer den Spruch und man kann es zum Teil ein bisschen roten, aber da gibt es nichts. Da sind wir eine eiserne Fasnachtler. Sind alle 3 in einer Gucke, wenn ich das richtig sehe? Hast du auch ein bisschen Konkurrenzgedanken untereinander? Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich jetzt ein Jubiläum, Sie haben Jubiläum, wir haben Jubiläum. Wir werden Gas geben, dass wir möglichst gut können spielen können. Was unbestritten ist, trotz aller Konkurrenz, morgen machen wir keine Stadtratssitzung. Das ist wichtig. Also in diesem Fall morgen frei, aber jetzt gleich noch, wer ist der beste Musiker von euch 3? Ja, ich würde sagen, einer von denen 2 sicher. Bescheiden. Jetzt haben wir eben über euch geschwätzt. Was bedeutet aber die Fasnacht allgemein für den Stadtlauf oder auch für die Region hier? Also ich denke, Fasnacht gehört sicher zu der Region und vor allem zu Laufen. Und das ist etwas, was man sich nicht vorstellen kann, Laufen ohne Fasnacht. Und eben auch die Auswirkung auf die ganze Region, jetzt nicht nur hier das Laufental, sondern auch auf das ganze Baselbiet. Für Sie als Stadtpräsident wird man da einmal darauf angesprochen? Ja, man wird schon darauf angesprochen. Für Laufen ist die Fasnacht halt schon wichtig. Da können wir auch zeigen, dass wir wieder das Zentrum sind. Es ist jetzt mal ein Zentrum für Spass haben, aber das Laufen ist das Zentrum
Fasnacht. Wir waren vorher jetzt in den Dörfern und jetzt geht es 3 Tage los in Laufen. Sie haben es gerade angesprochen, 3 Tage Fasnacht hier in Laufen. Herr Stähli, wie sieht Ihr Programm in den nächsten Tagen aus? Ja, das wird noch recht streng. Also eigentlich durchheben und richtig Fasnacht machen. Und einfach schauen, ich sage es ehrlich, man muss immer ein bisschen einen kleinen Pegel haben. Das ist eigentlich ganz wichtig, das halten wir sowieso nicht durch. Bei Ihnen, Herr Hof, was steht auf dem Programm heute noch? Ja, also wir werden sicher noch mit unseren Alten, die wir bei uns in der Club gesehen sind, werden wir mal eins zusammen trinken. Wir werden es ganz genau wie sehen, auch gemütlich haben miteinander und die 3 Tage richtig ausgenießen. Herr Imhof, wie feiern Sie Ihr Jubiläum mit der Gucke? Das Jubiläum ist vom Feiern her wie üblich, das ist ganz klar. Wir machen das Programm wie immer. Was ich mich ganz speziell freue, ist auf morgen, wenn Kinderfasnacht ist, der Nachmittag hier, wenn x 100 Kinder hier unterwegs sind und wir dürfen den Umzug anfeiern. Das wird eine ganz tolle Sache. Also die Kinderfasnacht, eines der nächsten Höhepunkte hier in Laufen. Ich entlasse die 3 Politiker wieder, oder besser gesagt, also jetzt ja, in die Fasnacht-Stimmung. Viel Spass und ja, was an der Fasnacht passiert, bleibt an der Fasnacht, oder? Was jetzt? Was an der Fasnacht passiert, bleibt an der Fasnacht. Ja, das ist natürlich das Wichtigste, oder? Wegen dem haben wir vielmal Alarm voran, dass man uns nicht immer kennt. Ja. Also viel Spass, danke vielmals. Ja, genau. Was an der Fasnacht ist, bleibt an der Fasnacht. Zum Glück, Adrian, haben wir ja gar keine Zuschauer heute. Nicht aber wir haben ja offen gehört aus also, diesen Interviews, oder? Was heißt, da läuft. Also sie einen gewissen Pegel müssen haben. So sehen sie also aus, die Chefs von Laufen. Wenn sie dann genau. das Laufen regieren und dann eigentlich ins Gleiche gehen, kann sie immer einen gewissen Pegel müssen haben. Immer einen kleinen Pegel müssen haben. Also da muss man sich dann schon langsam überlegen, wer hätte die gewählt, oder? Step by step. Step by step. Nonsens-Waggis sind hier mit der Startnummer 39. Die spielen eigentlich 2 Rettungsdienste aus. Bis am Verrecken wollen die gerade 2 retten. Sie drücken ihrem Fahrer die Daumen wegen der Dörli-Durchfahrt schon einmal. Und dann haben sie noch Piloten von der Rega drauf, Fahrer vom TCS. Die Leitzentrale in der Mitte des Wagens ist in der Not. Wer ist zuständig? Ist die Rega oder ist der TCS? Ich finde ja auch ein glattes Thema, weil ich glaube, wir haben es alle einmal nötig im Leben einmal. Also mal hoffentlich nicht. Hoffe es nicht zwar, aber oder? Lieber der TCS als die Rega. Als die Rega, genau, das ist recht. Wobei auch beim TCS bist du nicht sicher, ob sie das gleiche Horn blasen wie im Deutschen hier, ADAC. Oh ja. Ich will jetzt so niemandem etwas umstellen, aber... Dem Kleinen ist es gleich, Hauptsache, es kriegt ein Däfeli vorne. Aber es ist schon schön, der Helikopter, der sogar noch die Rotorblätter drüllen. Wie ist er durchs Dörrli gekommen? Dann haben sie es abgestellt und den Langweg eingestellt. Den Langweg drin, genau. Die Logik von einer Frau, hä? Genau. Nicht vom Autofahren an. Sonst komme ich Rache über daheim. Das sind Nationalwaggis. Die jammern über die hohen Zigarettenpreise. Ich muss ja wirklich sagen, jetzt hören wir auf, das zahlen wir nicht mehr. Und es wird ja noch teurer. Jetzt weiss ja noch ein Benzinpreis auch noch auf. Haben wir das nicht schon bei 5 Franken gesagt? Ja, gell? Aber jetzt ist dann endgültig fertig. Jetzt wollen wir dann nicht mehr. Die Marke wollen wir jetzt nicht erwähnen, die das könnte darstellen. Sie haben das eigentlich explizit noch drauf haben, aber wir haben gesagt, wir machen hier keine Werbung. Sonst müssen wir noch so grusige Bilder zeigen, oder? Das wollen wir ja auch nicht. Ich würde lieber jetzt bei der Gelegenheit schnell nutzen und noch schnell einen Aufruf machen. Laufen sucht ja einen 2. Stadtpolizist. Ein Sheriff? Ein Sheriff, also wir haben ja schon einen. Und jetzt sucht man einen 2. dazu, weil der Max schafft es jetzt nicht mehr allein. Also jetzt wäre im Moment, könnte man sich noch melden. Die Castings sind im Gang. Und der Weimax hat verlauten, er hätte gerne jemanden mit grosser Oberweite. Ob jetzt das eine Frau ist oder ein kräftiger Mann, sei jetzt da hingestellt. Also man kann sich auf der Stadtverwaltungslaufen melden. Und der Max Wey wäre ja noch ein netter Chef, gell?
Zwischen ihnen schon, ja. Zwischen ihnen. Das ist die älteste Gugge übrigens von Laufen. Das ist die angefressene Gugge. Und sie sind als Mäuse oder Ratten verkleidet. Geldgierige Ratten, die die Weltwirtschaft überschatten. Es ist eine sehr junge Gugge, obwohl es die älteste ist. Es ist noch einer dabei, der 55 ist. Sonst sind sie zwischen 18 und 30, 35. Er bleibt jung. Rammstein-Waggis, es ist auch nicht schwer zu erkennen, was sie für ein Sujet ausspielen. Haben sie erst nicht ein bisschen kalt hier? Es gibt immer wieder Kriminaltouristen, wegen dem stecken wir sie wieder hier in die Kiste. Also auch sie, die ins Gefängnis verlaufen, natürlich ausspielen. Und einfach auch die Steuergeldverschwendung, die sie zum Gefängnis laufen meinen. Sieht so richtig natürlich aus. Mit den Tattoos auf der Seite, gell? Das haben sie gut gemacht. Also im ersten Moment von weitem, sehr von weitem. Mein Schwieger, sie sind Blut. Ja, also wenn sie sich abziehen, sehen sie ja ganz anders. Ja, allweg schon. Hammerwaggis spielen das Motto «Zwingen, Tempo 50». Das ist ja seit etwa einem halben Jahr ist jetzt hier überall die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 angesetzt worden, von Anfang zu zwingen bis Ende zu zwingen. Wo ja, bis du hier gewöhnt bist, dass du von 80 auf 50 bremsen, hat es ein paar Monate gebraucht, weil du hast das Auto immer hier rollen. Und dann bist du halt immer noch mit 60 bei Intervalldeck durchgefahren. Und jetzt merkt es jeder, dass er muss bremsen, weil jetzt stellen sie ja wieder Blitzer auf. Sie haben es 3 Monate verschont. Wobei jetzt kann man allweg durchfahren. Sie haben sie hier mitgenommen. Aber es ist schon mühsam. Wir können jetzt mal den gleich mal bis zur Auffahrt von der H18 50 machen. Wie schneller darfst du jetzt dann wohl nie mehr fahren. Schwitzkästen gucken. Watching You, NSA-Affäre. Selbst die Schwitzkästen, die verrückteste gucken zu laufen, lässt sich auf das Thema raus. Weil bei ihnen musst du eigentlich nie lauschen. Die schwätzen so laut, dass du sie immer hörst. Und spielen auch dementsprechend. Hören wir mal schnell zu. Ja, Diana, ich bin hier bei 3 komischen Kreaturen. Sie haben vorhin nicht genau sagen, was sie darstellen. Wenn wir es mal versuchen, was genau spielt ihr heute aus? Also ich nehme es mal an, das ist ein Esel. Und gewisse Leute haben uns bezeichnen als Pilzli, die von einem Esel reiten. Gewisse sagen Jockey. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Spontan, Internet, haben wir da komische Sachen angeschaut. Wenn es so auffallend gewesen wäre und
Das ist eine neue Konstruktion mit Luft. Es hat ein Motor drin. Es tut immer Luft reinblasen. Also warme Luft? Oder? Nein, eben kalte. Und das Blöde ist einfach, wir können nie auf die Toilette. Das ist blöd. Okay, das will ich jetzt gar nicht so genau wissen. Aber gleich, also wie sind ihr auf die Idee gekommen? Im Internet habt ihr das gesehen? Ja, wir machen seit Jahren immer miteinander. Alle Jahre ein neues Motto. Und dieses Jahr haben wir gesagt, mal etwas anderes. Aber man muss am Umzug selber teilnehmen und gar nicht in Frage gemacht früher, oder? Wir haben es 10 Jahre lang gemacht. Und jetzt sind wir einfach einmal den Jungen überlassen und machen nur noch passiv, aber doch aktiv noch mit. Stille Beobachter. Ich nehme an, eure Zeit kommt dann, wenn der Umzug vorbei ist. So ist es. Nacht, nur in der Nacht. Was steht noch so auf dem Programm bei euch? Also wir sind seit am Freitag schon on Tour. Und, das sieht noch gut aus. Ja, das Pferd ist immer gut. Immer heimgebracht. Nein, wir warten, bis der Umzug fertig ist und dann fängt es an, von Beiz zu Beiz und Post ab. Dann. Wir hoffen, das Wetter hat, dass es regnen kann. Und dann morgen und... Genau. Ein Esel ist schon kaputt. Er ist schon noch ganz, aber sie eh. Ja, genau so. Also in dem Fall viel Spass euch noch. Genießt es noch. Zurück zu dir, Diana. Also ich hätte jetzt eher gedacht, das ist Klibi und Caroline, oder? Weil die Esel ja wirklich ausgesehen wie das Caroline. Das ist so. Und der Bauch, zum Bauchredner hat der eine, der David, das ist ein Coiffeur zu laufen, auf jeden Fall auch gehabt, oder? Aber da sieht man einmal mehr, dass der Fasnacht der Fantasie keine Grenzen gesetzt wird. Man schaut einmal im Internet und dann findet man das ein glattes Kostüm. Viele Gruppen, wo Kollegen von Club, Fußballclub oder so, zusammen Fasnacht machen, ein Motto machen und dann mit unmöglichsten Sachen an Fasnacht gehen. Und das ist eigentlich dann, es findet einfach knapp in der Beizen statt, aber meistens eben morgens oben eigentlich noch mehr am Montag als heute. Wie ist das, aber die Nacht in der Beizen? Ist das Intrigieren? Ist das immer noch... Gibt es das noch? Leider nicht mehr. Also, früher bin ich noch als Wackis mit der Larve in die Beiz gegangen, wenn ich einen sehe, den ich kenne, bei Gott Haufen zu laufen. Dann hast du die noch ein bisschen anzünden und er hat das ganze Beiz zugelassen, was du jetzt dem sagst. Aber das findet heute eigentlich nicht mehr statt, weil man getraut sich manchmal, hat vielleicht Hemmungen oder man will einfach nicht auffallen. Also lieber als Klicken Fasnacht machen, als Einzelne so ein bisschen noch die Leute hochnehmen. Aber gut, es verändert sich halt mit den Jahren und jetzt ist es halt einfach so. Und auch von den Wegen oben runter, das Intrigieren von oben runter, du musst die Leute ja kennen auf der Straße, dass du einem etwas kannst sagen. Und da ist halt jetzt auch das Problem, kenne ich jetzt jemanden oder getraue ich mich rauszuhängen und dem etwas Wüstes. Du musst ja nicht immer etwas Wüstes sein, aber einfach etwas über ihn selber erzählen und das ist nicht so einfach. Der Papst tanzt mit zu den Kleblausfäger-Takt. Nur noch schnell eine Frage zu diesen Kleblausfägern. Die Guggenmusik, die wir gerade hatten, wie kommt man auf so einen Namen? Weil bei uns in der Gegend hat jeder Ort hat seinen speziellen Übernamen. Also man sagt, der Röschen zum Beispiel fürs Mattegumper, da läuft ein Mohrenköpf, Breitenbach sind Hirzenfäger und Gringler sind Klebläuse. Okay. So schaut Hornvieh zum Dank für die Aufklärung. Ist also entstanden, das sind Hornviecher. Okay.
Wunderbar, dann kommen wir jetzt auch daraus, warum die Glicken die sich so nennen. Hier also wunderbar der Papst, der weisse Konfetti verteilt, wie es gehört. Anstatt das weisse Räuchli gibt es jetzt weisse Konfetti. Es fehlt nur noch ein oben runter, sagt Sorelle, Fratelle. Urbi er ist et so Orbi. sympathisch, der neue Papst. Als ich den gewählt habe, Ist ist ein das netter, Herz gell? richtig gummt. Er hat Hühnerhaut gehabt, wie locker als der mal mit seinen Katholiken umgeht. Ja, das ist so. Das ist die Viererpanti. Wir harmonisieren mit dem Serafin. Das ist unser Schulhaus, das neue an der Baselstrasse. Harmos-Umsetzung, die jetzt scheinbar auch wieder in Frage gestellt ist. Und der Schulhausneubau Serafin. Das sind ehemalige Guckenmusikspieler, alle drei, die hier mitlaufen. Aber jeder kommt aus einer anderen Gucke und die haben sich jetzt zusammengeschlossen, für einen Scheissdreckzügel zu machen. Also ich denke, ein Tipp an alle, die mal aufhören an der Fasnacht, sei es als Guckenmusik oder als Wagenklicken, machen doch noch einen Scheissdreckzügel. Das braucht nicht so viel Aufwand und die sind immer noch dabei. Dabei sind auch die Lumpensammler. Die Lumpensammler, das ist wieder eine externe Gucke aus Zwingen. Sie sind 40 und sagen, sie haben aber noch gar keinen Hexenschuss oder sonstige Brechstelle. Ja, mit 40, also so alt sind sie. Also alt für eine Clique, ja, aber Hexenschüsse haben sie also noch nicht. Und die Kostüme haben sie selber hergestellt und die Larven auch. Übrigens hat die Gucken auch noch eine Schnitzelbankgruppe, die kennst du sicher, du Rainer, gell? Sie sind jetzt 2 Jahre, singen sie jetzt zu laufen, oder 3 schon. Und sie haben sich zuerst nicht getraut. Und dann haben sie mich auch gefragt, du los, macht euch etwas aus, wenn wir von Zwingen können wir was singen. Sie haben nein, jeder Schnitzelbank ist zu laufen willkommen. Ist willkommen, ja. Sie haben auch Themen überlaufen und die machen das auch gut. Es ist schön zuzuschauen, vor allem in der Refrain. Schlosskracher Wackis. Wir machen keinen Abflug. Da habe ich mich gefragt. Ich habe die Unterlagen zwar bekommen vom Komitee, was die Klicker über ihr eigenes Sujet sagen, aber da ist jetzt leider nichts dabei gestanden. Jetzt müssen wir vielleicht anhand von den Kostümen oder von den Larven finden wir vielleicht ein bisschen ihren Vogelschnabel sehen. Aber die können scheinbar nicht fliegen. Wir machen keinen Abflug. Wir haben gestutzte Flügel vielleicht. He? Städtli ist auf jeden Fall voll. Das fällt auf. Trotz der Abstimmung von der Masseneinwanderung Sind hat es doch einen Haufen Leute gegeben. so viel kommen von auswärts. Meinst du, sind das nicht alles Läufner hier im Ja, Städtli? ich wäre auch dafür, dass man Breitenbacher ein bisschen kontingentieren würde. Weil wie die hier ab am Samstagmorgen im Städtli rumparkieren, also da wäre ich schon für ein Kontingent. Ja, warte jetzt, wenn der Max Weissi Sheriff Ja, wegen dem braucht er einen zweiten. wegen der Breitenbacher. Genau. Also, ich habe ja nichts gegen Breitenbach. Grundsätzlich nicht. Und wie das auch nicht schwer zu erkennen ist, gut, ich meine, es haben nicht alle von Anfang an vielleicht zugeschaut, aber im Laufen ist es so, dass sich der Zug genau wiederholt. Und das ist die Clique, die
der Umzug gestartet hat. Das sind nämlich Klepperfluten. Sie rocken seit 40 Jahren. Sie haben also jetzt bereits einen Durchgang hinter sich und kommen jetzt nochmal. Es ist die zweitälteste Guggenmusik in Laufen und hat gerade mal 75 Mitglieder. Und ihr grösstes Highlight ist ein Auftritt in Sarnen. Rainer, was hat das mit sich? Sie sind gerne Sarnen. Das ist jedes Jahr eigentlich ihr Highlight. Okay. Weil das ist dort auch eine spezielle Phase. Wenn man die Kostüme und die Larven dort in der Innerschweiz auch sieht, ist das schon ein bisschen eine Ehre, wenn man dort spielen darf. Und ja, für sie ist das der schönste Ausflug eigentlich jedes Jahr, wenn sie dort wieder das Beste geben. Was dieses Jahr das Laufen ein bisschen gefehlt hat. Du hättest mich jetzt eigentlich zuerst fragen, aber ich sage es jetzt einfach mal so, ist, dass das Räbeli nicht mehr stattgefunden hat, das erste Jahr. Rainer, ich wäre 100% auf das zu sprechen gekommen, weil es gibt ja auch eine Clique, die das noch ausspielt. Ja, wie geht es dir ohne Räbeli? Oder wie geht es der Bevölkerung? Also die Bevölkerung war schon sehr betroffen und wir haben es ja zuletzt in den letzten 2 Wochen gemerkt, dass es schon etwas fehlt. Also da fehlt irgendwie das absolute Highlight vor der Fasnacht noch, wo man sich eingestimmt hat, wo man schon ein bisschen über gewisse Themen informiert war. Und das Schlimmste eigentlich, was ich erfahren habe, ist schon das, dass die Leute, die mitgemacht haben, das macht auch fast traurig, wenn man hört, wie sie sagen, wir fehlen einander, oder? Rainer, wir kommen nachher nochmal aufs Räbeli zu sprechen. Wir machen nur eine ganz kurze Schaltung zum Adrian, sonst läuft ihm der Interviewpartner weg. Adrian, wer hast du bei dir? Ja, Diana, bei mir ist jetzt die kleine Bettina. Bettina, was hast du von der Fasnacht schon alles heute einsammeln können? Ein Kuscheltier, Also musst du einem Kameramann in die Kamera zeigen, was da alles... Schau mal da. Eier. An was hast du am meisten Freude? An dem? Von wem hast du den bekommen? Von meinem Freund heisst er. Und jetzt, was willst du noch alles sammeln bei den Wackis? Hoffentlich nicht viel Räppli, einfach hoffentlich Spaß einfach. In diesem Fall noch viel Glück. Ja, Diana, ich hoffe, du hast ein bisschen etwas verstanden, auch wenn gerade die Guggenmusik neben uns gespielt hat. Zurück zu dir. Verstanden haben wir nicht so viel, aber wir haben es ja gesehen. Das Mädchen hat eine Freude gehabt. Genau. Und du hast eine Freude gehabt am Räbeli, das es eben jetzt heute nicht mehr gibt, Rainer. Und da sind wir stehen geblieben. Es ist ein Thema in Laufen. Ja, es ist oft, wie es auch nicht mehr gibt. Und man hat jeder gesehen, was dahinter steckt, was es heisst, so etwas auf die Bühne zu bringen. Und dass wir im schönsten Moment aufgehört, ist sicher toll. Aber wir fehlen einander jetzt. Und wenn man so mit Ensemblemitgliedern redet, dann weiss die eigentlich gar nicht mehr sehen, weil es fehlt der Zusammenhalt, den man dort hatte in den ganzen Equipen. Und eben, es fehlt eigentlich an allen Ecken und Enden. Und es braucht so etwas wieder zu laufen, aber wer das dann in Zukunft wird machen und in welcher Form, sei dahingestellt. Ich hoffe, es geht nicht zu viel Zeit, bis es wieder so etwas gibt. Dass es reaktiviert. Du könntest dir das selber nicht mehr vorstellen, dass du dich noch mal ich bin jetzt auch langsam im gesetzten Alter. Was hast du gemacht mit dieser vielen Zeit plötzlich? Wir sind jetzt im Moment gerade ein bisschen am Häuschen bauen. Und mit unseren 2 Hunden sind wir auch ziemlich viel unterwegs. Und also von dem her, es ist mir nie langweilig geworden. Okay. Ich sage einfach, es war eine tolle Zeit gewesen. Wir haben am schönsten Moment aufhören. Und so muss man es eigentlich nehmen, weil alles andere bringt nichts. Und den Leuten Hoffnungen machen, ja, es gibt dann wieder mal eins oder so. Das wäre falsch. Aber es geht ein bisschen vielleicht auch eine Inspirationsquelle für die Fasnacht verloren mit dem Räbeli. Auf jeden Fall. Es war einfach so der Einstieg in die laufende Fasnacht. Ja. Die ist jetzt auch weggefallen. Und eben, ich probiere jetzt vielleicht auch hier mit meinen Kommentaren, mit meinen Sprüchen ab und zu noch ein bisschen von der Atmosphäre hier reinzubringen, weil ja, man hat zu wenig Zeit, dass man jetzt gewisse Themen ausschweifend lustig bringen kann, weil es geht um die aktiven Fasnächtler hier und nicht um uns.
die aktiven Fasnächtler. Da sind wir bei den Siebensiechen. Adrian, bist du auch so ein Siebensiech? Nicht ein Siebensiech, aber ich bin oh, jetzt geht mir fast der Kameramann ab dem Wagen. Ich bin hier bei den Lufthüllern. Was spielen die genau aus? Das ist das Gefängnis von Laufen. Wenn sie das hier umgebaut haben und geöffnet haben für ein Jahr. Aber die sind ja alles Sheriffs. Wer sprechen die da genau an? Das sind doch keine Sheriffs, kennst du nicht? Aha, jetzt, ich habe es nicht ganz gesehen. Ja, aber die Skinny sticht mir ein bisschen ins Gesicht rein. Ist so. Hey, jetzt, was verteilst du da alles? Was verteilst du da alles? Ja, ja, leider nicht mehr so viel. Aber Orangen, Schokostängel, Gützli, Rosen. Aber eben, es ist nicht mehr so viel rum. Ja, und was machst du denn nach dem Umzug, wenn du nichts mehr verteilen kannst? Ja, wir haben schon noch, weißt du. Noch immer kein Vorrat. Im Verlies unten. Unsere Jocht sind voll da unten, weißt du. Jetzt musst du schauen, wie das geht. Ja, zeig mir es mal, ja. Hättest du schon probieren, gell? Eben, gell? Also, schau jetzt. Jetzt musst du einfach den roten Knopf da unten drücken. Aber hebst ihn noch ein bisschen. Es gibt ziemlich einen Rückstoß. Machst du jetzt mit mir ein Interview? Ja, ich muss dich ein bisschen einweisen, verstehst du? Und dann müssen wir noch zielen. 1, 2, 3. Stark. Das ist aber schon die grösste Kanone an der Laufner Fasnacht, oder? Nicht nur an der Laufner, sondern auch von der Schweiz. Das ist nicht die grösste von der Schweiz. Also in dem Fall noch viel Spass da mit eurer Riesenkette. Ja, wir müssen leider noch ein bisschen arbeiten. Also gut, in dem Fall lasse ich euch arbeiten. Zurück zu dir, Diana. Dankeschön, Adrian. Also die Lufthühler mit der grössten Räppli- oder Konfettikanone von der Schweiz. Auch sie werden hier den Lufthühler, den sie am Wagen haben, können einfahren, wenn sie hier durchs Dörrli können. Die Lufthühler also mit ihrer riesen Kanone. Der Ueli Maurer hat eine Freude. Das ist halt jedes Jahr wieder das Thema, die Konfettikanone. Wir haben nicht viel gesehen dieses Jahr. Also bis jetzt haben wir eben noch nicht viel gesehen. Sie als die grösste haben, erstaunt mich nicht, wie das sie alles ausgewiesene Mechaniker, Schreiner, also alles richtige, schaffige Leute. Und dass sie dann so ein richtiges Mega-Kanönchen drauf tun, das verwundert mich nicht. Aber originell alles Windrad, das man so aus den altbekannten Western kennt, gell? Genau. Ja. Und hier an dieser Stelle vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache, damit die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, die Aktiven, eben auch selber können schauen, was sie für ein Bild abgegeben haben. Wiederholen wir selbstverständlich diese Sendung. Und zwar morgen am Morgen, am 10 Uhr am Morgen. Bis dann sind allweg wieder alle wach, gell, Rainer? Und für die Sportaufsteher am 2 am Nachmittag nochmal. Also morgen am Morgen am 10 Uhr und am Nachmittag am 2 nochmal die Laufner Fasnacht auf Tele Basel in voller Länge. Wir sind hier wieder bei den Appenzeller. Was meinst du, haben Sie jetzt von dem selber Brauten schon getrunken? Ich glaube, es ist nicht zu empfehlen, vor allem nicht in grossen Mengen. Aber ich sage, das Appenzeller Bier, das es hier ja gibt, das ist... Das hier rausschäumt, ja, das ist auch gut, habe ich schon sagen, obwohl das Bier natürlich auf andere Marken steht. Aber jeder, der schon mal Appenzeller Bier hat, sagt, das ist einfach etwas Gutes. Und eben der Käse auch. Ich bin ja unterdessen umgeschwungen vom Emmentaler oder Greyerzer auf Appenzeller. Auf Appenzeller, ja. Er ist nicht so deftig und schlägt nicht so aufs Cholesterin. Ja. Muss man ja auch schauen. Ja, im gewissen Alter, gell? Ja. Das Alter kommt auf seine Weise. Genau. Genau. Lady Killers, sie sind an ihren Takt zu erkennen. Strom haben sie auch noch. Sie haben versprochen, der Strom geht nicht raus bis am ersten Mittwoch. Und auch sie kommen hier wieder, haben ganze Choreografien einstudiert. Schauen wir ihnen und hören wir ihnen doch einmal einen Moment zu.
Kameramann von Tele Basel hat es auch entdeckt, dass man dort toll kann chillen mit seinem Gerät. Lässt sich umfahren. Lässt sich umchauffieren. Das war mal ein Live-Ausschnitt gesehen, von oben runter. Genau. Sehr schön. Auch die Arbeit, die es braucht, jetzt nur den Traktor zu verkleiden, oder? Dass und die Schale, genau, dass die Kinder nicht das muss doch wieder weg, wenn er wieder rausfahren muss, am Dienstag wieder dran. Ja. Also, es ist schon ja keine Mühe und Arbeit. Und dass sie wieder die bösen Glöhne. Aber ich glaube, eben diesen bösen Glöhnen kommen die Kinder nicht nach. Hast du das Gefühl? Die Nacht nicht begegnen. Die getrauen sich nicht, gell? Ja. Aber eben ihnen ist alles ein bisschen zu viel. Die Regeln, sie haben es langsam satt. Man muss auf die Idee kommen, mal eben so eine Larve zu haben, oder? Du einen Klon spielst in der Phase, der so böse schaut. Das habe ich noch nie gesehen. Also generell, die Kostüme, die hier präsentiert werden und die Wagen, sind einmalig, einfach wie man es hier zu laufen kennt. Sie sind wunderschön. Sie also da muss man ein grosses Kompliment qualitativ auch wieder viel besser, als es vielleicht vor ein paar Jahren im Moment war, wo man wirklich nur so fast der blöd gesagt Schaltafel angehängt hat. Jawohl. Also jeder Wagen ist wieder einzeln sehr lieblich dekoriert, hat auch wieder Sprüche drauf. Absolut, und Liebe zum Detail. Und denken wir an den Wagen, der ganze Larven verteilt als Wurfmaterial. Gut, ich meine, in so manchem Jahr Rebenwackis sammeln sich ein paar Larven an und irgendwann wird schon der Keller wieder mal ein bisschen räumen. Ja. Und ich sage, jeder, der so eine Larve geschenkt bekommt, kann sich voll schreiben und wird sicher stolz sein. Das ist denen, was am meisten wehtut, was es Reben nicht mehr gibt. Also die musikalische Chefin dort, der darf ich nicht mehr reden, die will mich nicht mehr sehen. Dann gehen wir weg. Erinnere ich mich viel zu fest an die alte Also sag jetzt dafür etwas Liebes, falls sie dann schaut. Etwas Liebes? Sag jetzt etwas Liebes. Ja, ich muss ja nicht etwas Liebes sagen. Ich will oder du schaust für einen Nachfolger, wenn wir so verbleiben. Ja, du schaust für einen Nachfolger. Dann ist sie ja schon wieder zu alt. Das war jetzt nicht lieb, wir haben gesagt, etwas Liebes. Sie hat mir auch etwas Böses gesagt letzte Woche. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kann ich es doch nicht. Eine Retourkutsche folgt prompt. Genau. Gut. Aber ich habe sie gleich gern. Jetzt kommt sogar noch die Sonne richtig führen. Ich sehe es hier vor unserer Kommentatorenbox aus, dass das Café Kern da richtig voll mit Sonne beschienen ist. Das ist jetzt, seitdem es der Umzug startet, das erste Mal. Also, wie gesagt, der Wettergott muss ja laufen sein. Hier wird übrigens das ganze Haus vis-à-vis renoviert, das berühmte Café Kern mit ihrer Besitzerin, der Frau Kern. Innen, aussen alles saniert, nur sie wird später renoviert. Frau Kern. Frau Kern. Scheint's. Das ist auch noch nett. Ja. Das ist so eine kleine Episode von der Schnitzelbank von oben. Genau, von deinem Bank. Oh ja, ich glaube, es ist bei mir drauf. Wo trifft man die heute oben an, wenn man die hören will?
Also ich sage, wenn man die Schnitzelbänke alle hören will, dann geht man am besten ins Zentrum zu laufen, in die Beizen. Ja, in welche Beizen? Da hat es der Hirsche, das ist außerhalb vom Städtchen, vor dem Törli, um das Tor. Dann haben wir das Rössli, dann haben wir das Lämmli. Die Schnitzelbank Hochburg ist eigentlich als Rothausstübli noch. Und dann gehen wir ins Zentral und dann Ochsen und dann geht es dann langsam abends zu gegen das Schlachthaus in die Wandelbar, wo dann alle etwa so ab der 9:30 bis 11 Uhr eintrudeln, wo man sie wirklich ganz in Ruhe hören kann. Und wir hoffen natürlich, dass es einen Haufen Leute in den Beizen hat und vor allem auch, dass sie ruhig sind, weil am Sonntag haben wir ab und zu das Problem, dass ja viele Klicken wegen Essen nach der Phase, nach dem Umzug. Und dann gehen sie in die Beizen und dann sind sie junge sicher und dann ist Action und so. Und der Schnitzelbänkler heisst immer das berühmte Wort Psst. Oder? Apropos Psst. Wenn wir dann noch die letzten Tage zuhören, der Flodrifäger, der einzige Glicke, Pfeifer und Ambuhen an der Laufner Fasnacht. Also, wir sehen hier in der Städtli-Ruche, auch die zum zweiten Mal, für alle die Zuschauerinnen und Zuschauer, die später eingeschaltet haben. Der Umzug wiederholt sich jetzt bereits. Nach einer Stunde sind die 52 Einheiten vorbei. Wie groß ist denn eigentlich die Route? Also die Wo gehen Sie durch? Fährt eigentlich beim Bahnhof an, also beim Verkehrscenter oben. Aha. Dort stellen sich die Wege an alle Klicken, stellen sich gegen die Postgarage auf. Wir müssen pünktlich dort sein, dass die Wagennummern auch so einen Umzug durchlaufen, wie sie vom Komitee vorgeschrieben sind. Und dann geht es durch Städtli durch, vor dem Ungentor geht es rechts weg, Richtung Amtshaus, wo jetzt dann auch gleich kein Amtshaus mehr ist, weil es ja keine Ämter mehr drin hat. Wir können ja dann vielleicht die Entbindungsstation dort ins Amtshaus legen. Und der Pfaffenbergler könnte dann dort seine Kinder auf die Welt bringen. Und dann geht es durch Städtli ganz raus, über die Naubrücke, beim Schlachthaus, hinten wieder durch und dann stehen sie wieder ein, hinter der Raiffeisenbank. Dann geht es einfach nochmal so vorne los und dann stellen sie sich langsam ein, wenn sie das zweite Mal durch sind und bis alle Wege wieder im Städtli stehen, wo die Ausstellung ist, bei diesen Wegen, wird es sicher 5:30 sein, bis irgendwo der Letzte drinnen ist und sich positioniert haben. Und spätestens am 9 Uhr müssen sie wieder zum Städtli aus sein. Also die Wege besorgt und Städtli wagenfrei. An das denken natürlich die Helmli-Bieger noch lange nicht, um aus dem Städtli zu gehen. Sie trommeln und spielen hier ihre Marsch. Hören wir noch ein paar Tage zu. Ja, Diana, was zu einer richtigen Fasnacht gehört, ist ja ein Wackis, der Orangen werfen. Und da ich noch nicht so viel Erfahrung habe, habe ich mir jetzt einen von den scharfen Hüpfer als Lehrmeister geholt. Und er zeigt mir jetzt mal, wie man richtig Orangen werfen, oder? Jawohl, richtig. Also das nennt man eine Orange. He? Dann hat es aber Leute, die zu viel sind, zum die Hänge aus den Säcken nehmen. Das ist so ein Mittel, wo man die animieren kann, dass sie effektiv Hang aus dem Sack nehmen. Gut. Der, der willst, als du die Hände aus dem Sack nimmst, tust du eine Anzeige mit dem Finger. Und zeigst dort hin. Sag jetzt, der dort. Ja. Also, schau jetzt. Dann zeigst du da, hat er schon den Finger an und dann gehst du ihm schön, sagst, wunderbar. Hast du noch mal probieren? Aber ja, warte mal. Aber ich habe jetzt gesehen, du hast mit der Hand so eine bestimmte Bewegung gemacht. Ja, so vorne rüber, schön nach vorne. Also gut, ich tue das jetzt einmal schnell probieren. Und zwar zeige ich ihn an. Und dann... Oh, ist nicht schlecht. Aber ist nicht schlecht gewesen. Ja, hast du noch mal einen und so, um zu probieren. Noch mal einen.
zeig dir mal. Also gut, nochmal. Also schön, so, dann machst du so noch eine Kiste mit, okay? Also gut, probieren wir es nochmal. Für die Bühne. Zeig mal. Zeig schon. Und empfangen. Sehr gut, perfekt, wunderbar. Also habe ich die Aufnahmeprüfung für die scharfen Hüpfer bestanden? Ja, du könntest nächste Fasnacht stellen. Ja, du Orangenwerfer, der erste Orangenwerfer von der scharfen Hüpfer. Hey? Also gut, nächstes Mal bin ich bei euch dabei. He? Gut, also, hey. viel Spaß noch. He? Jawohl, danke schön, Greenpass, machen's gut. Hey? Tschüss miteinander. Also jetzt wissen wir, wie es geht, wenn man Es will. ist nicht ganz richtig gewesen. Weil wenn du eine Orange gehst, darfst du eigentlich nicht über die Schulter gehen. Du darfst sie nicht verdeckt gehen. Also der, der an der Straße steht, sieht, was du gehst. Also machst du die hohle Hand gegen oben und dann gehst du so zu. Wirfst du es zu. Aber ganz zu. Nur locker zuwerfen, weil wenn es ein Schleuder ist, Dann hat sie jetzt je schnelle nachdem Fluggeschwindigkeit. Jawohl. Dann landet sie auf einmal nebeneinander. Aber was wir jetzt gelernt haben, Rainer, was man machen kann, dass jemand die Hand aus der Hosensäge nimmt. He? Immerhin wissen wir jetzt das. Auf jeden Fall, Kannst du das mal morgen oder wenn du wieder schaffst, kannst du das mal ausprobieren bei deinen Leuten? He? Nein, ich meine, die Leute lassen sich ja gerne animieren, aber es ist eben auch nicht selbstverständlich. Also Langsam aber sicher neigen wir uns im Ende zu, von dieser Live-Übertragung hier aus dem Städtchen zu laufen. Langsam, es ist noch nicht so weit langsam, Rainer, für alle die, die jetzt vielleicht später eingeschaltet werden, was passiert jetzt noch hier zu laufen? Also wie gesagt, jetzt ist sich dann die Wege langsam nochmal Städtchen abwürgen und kommen dann wieder in Städtchen rein. Und dann gibt es die Wagenausstellung, wo man die Wege schön anschauen kann, die Sprüche, die drauf sich lesen kann und vielleicht auch beim einen oder anderen etwas zu trinken und sogar etwas zu essen gibt. Und dann nachher so ab der 7:30 Uhr oben kommen dann die Schnitzelbänke langsam zu ihren Löchern raus, bevor sie sich verpflegt haben. Und dann geht das auch eben bis um 11 Uhr. Und dann ist eigentlich geht die Beizen auf, solange sie aufheizt zu laufen. Es ist also nicht mehr so wie früher, dass praktisch jede Beiz Freinacht gehabt hat, bis am Morgen und hat 3 Tage durchgemacht, weil für das fehlt schlicht und weg einfach jetzt auch Gäste dazu, die so lange bleiben. Also es kann sein, dass dann am 11 Uhr Nacht die ersten Beizen schon zu haben, was es früher nie gegeben hat. Aber es hat auch mit dem zu tun, dass wir haben 0-0. Ja. Du darfst auch nicht mehr trinken mit fahren, oder? Und du musst wieder arbeiten am nächsten Tag. Und früher hast du doch viel mehr, hast eigentlich 3 Tage Ferien genommen für die Fasnacht. Aber heute macht man das nicht mehr so der Fall. Und durch das fehlt halt auch das Publikum, also es wirklich irgendwie 3 Tage, 24 Stunden lang durchgeht. Es gibt einzelne Lokalslaufen, die das machen, aber es sind vielleicht nur 2, 3. Dafür mag man den morgen umso besser. Morgen ist in Laufen auch noch mal Highlife, also für Kinder vor allem. Für gell? Kinder vor allem am 2 ist dann der Kinderumzug und dann das Guckenkonzert. Jawohl. Ich brauche den Tag morgen zum mich schonen. Nach dem schweren Auftritt, den ich jetzt hier hatte. Und heute oben? Heute oben und noch. Und überhaupt. Nein, eben, Montag ist früher auch schon die bekannte Weiberfasnacht dann nachher. wo morgens oben stattfindet. Und dann hat es eigentlich immer am meisten Leute in der Beiz und in der Stadt. Welche Beiz empfiehlst du? Gibt es eine, die du sagen am besten ist, man schaut durch, man geht rein. Und, ja. Ich habe es früher auch selber so gemacht, dass ich öfter mal von einer zur anderen Beiz und dort, was toll war, bin ich geblieben. Jawohl. Das ist manchmal sehr, sehr lang gegangen. Und wenn es halt nicht läuft, hast du das Gefühl, ja, jetzt gehe ich in die nächste noch schauen und überhaupt. Aber eben, wie gesagt, jetzt muss jeder selber schauen, wo es ihm am besten ist, wo die Musik ist, wo ihn anspricht, wo die Leute sind, die er gerne sieht. Und auf jeden Fall ist einiges los morgen. Und am Dienstag, wie gesagt, nochmal der Umzug, genau wie heute. Ist dann oft ein Klicker noch mehr, das ist die Schwanenzunft von Liesberg. Auch eine Guckenmusik, die dann sich am Schluss vom Umzug anhängt. Und dann zu oben ist die Schnitzelbänkle wieder unterwegs und dann ist noch der Endstreich von der Pfiffer Fluderi-Clique. Das ist schon immer so ein schönes Moment, das man dann genießt auf dem Rothausplatz, wenn sie dann ihren Endstreich einpfeifen.
uns draussen verabschieden. Ich sage jetzt, es war wieder ein schöner Jahrgang. Wettertechnisch. Alle Sujets, Wege, Kostüme. Sind sehr schön umgesetzt worden dieses Jahr. Wunderbar. Man sieht auch, die Straße ist gut belegt mit Konfetti. Also, die Kinder haben auch nicht gespart mit Wurfmaterial. Die Kinder lachen alle und haben volle Säcke. Und das Städtchen ist immer noch voll, obwohl wir jetzt schon beim zweiten Umgang sind. Und die Waggis sind also sehr, sehr gnädig. Sie haben auch diesen Leuten Sachen gegeben, die keine Plagen haben, gell? Ja, da legt Adrian. Laufen, glaube ich, nicht so viel Wert drauf, oder? Nein. Der Adrian ist eigentlich ein guter weggekommen, oder? Ja, mit dem einen oder anderen Konfetti. Ja, gut. Ich meine, im Nacken wenn er sich allweg. jetzt als Frau verkleidet hätte, wäre er höchstwahrscheinlich jetzt etwa 10 cm dicker. Ja. Aber wir könnten ihn das nächste Jahr Frau geben, als Frau mal geben. Nächstes Jahr rollt er auf den Wagen, hat er gesagt. Als erster Räppli-Kanone-Bloser. Ja, Bloser. Genau, oder? Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt ganz langsam, aber sicher zum Adrian auf die Strasse, um uns dort verabschieden. Und den Zuschauerinnen und Zuschauern wünschen wir jetzt noch in den nächsten 2-3 Minuten viel Spass bei den unkommentierten Bildern. Genießen Sie das, was jetzt noch kommt. Bis grad. Wieder schauen. Ja, sie haben mich also jetzt gefunden, der Rainer Meier und Diana Bevilacqua, hier auf der Strasse im Städtli zu laufen. Rainer Meier 52 gucken und gleich sind durchs Städtli durchgezogen. Welches war dein Highlight? Ich sage, es war kein Highlight, weil sonst komme ich in Clinch mit allen anderen Klicken. Es war alles genial. Also lassen wir die Kirchen im Dorf so. Genau. Ja gut, und Diana, wie war es für dich? Was hast du so vom Stadtlaufner Fasnachtsumzug 2014? Was ist so dein Fazit? Also ich finde, sie haben einfach wahnsinnig schöne Larven und Kostüme. Sie haben ihre Sujets, ihre Mottos super toll umgesetzt. Es war ein schöner Fasnachtsumzug. Es ist also ein wunderschöner Fasnachtsumzug 2014 hier zu laufen. Wenn man das jetzt verpasst hat, wann kann man das noch nachschauen? Genau, das kann man morgen am 10 Uhr.
wiederholen wir die ganze Sendung nochmal in voller Länge und am Nachmittag um 2. Also in dem Fall, das war die erste Portion Fasnacht hier bei uns auf Tele Basel. Weiter geht es dann nächstes Wochenende mit dem Chiembasen zu Liestl und mit dem Fasnachtsumzug zu Liestl und dann natürlich ab Montag die grosse Fasnachtsübertragung von der Basler Fasnacht. Ich wünsche jetzt ganz einen schönen Sonntagnachmittag. Ade miteinander. Die Laufene Strassenfasnacht ist Ihnen präsentiert worden von der Stadt Laufen und Ricola.